Hallo miteinander, ich bin der Matthias. Die meisten kennen mich ja als Matt, aber vor 41 Jahren haben meine Mami und mein Papi, als ich auf die Welt gekommen bin, mir den Namen Matthias gegeben. Matthias heisst Geschenk Gottes. Ich hatte das Privileg, dass ich gewollt sein durfte und dass ich geliebt war. Und meine Mami hat mir immer wieder gesagt, wir haben diesen Namen aus einem Grund ausgesucht, weil du ein Geschenk von Gott bist. Andere Leute haben dann am Ende gesagt, ja, mit dir haben wir das Geschenk, aber ihr wisst ja so, wie das läuft. Wir sind heute im letzten Teil dieser Identitätsserie. Und heute geht es um unsere Vergangenheit. Der Titel ist, ich bin nicht das Produkt von meiner Vergangenheit. Ja, stimmt das? Ich glaube, wir sind das Produkt von unserer Vergangenheit. Wir haben das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Du siehst aus wie dein Papi, du redest wie dein Papi, ihn so und dieses und jenes, oder? Und die positiven Sachen, die nehmen wir ja. Die positiven Sachen, wo wir geprägt worden sind. Aber in unserem Leben haben wir ganz viele schwierige Sachen erlebt. Sachen sind uns angetan worden. Wir haben vielleicht etwas Boges, das uns negativ beeinflusst hat. Und um die wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Mit denen müssen wir uns beschäftigen. Die 4 Sündigen, die wir jetzt in dieser Identitätsserie sind, die sind so ein bisschen verwoben, oder? Wir können es nicht ganz so ganz klar trennen, weil in ihr spielt alles zusammen. Letztes Mal hat Katrin uns aufgezeigt, dass die Identität eben formbar ist. Dass die bis zum letzten Atemzug können wir oder müssen wir an dieser arbeiten. Der Dani hat mit uns angeschaut, dass wir nicht einfach das sind, was andere Leute über uns sagen. Und der Reto, wenn es mir recht ist, hat davon geredet, dass wir nicht einfach das sind, was wir leisten. Hey, und wenn du die noch nicht geschaut hast, will ich dich ermutigen. Weil es ist so ein Gesamtbouquet, wo man die alle hört, wo das so die Identität beschreibt. Zurück nochmal zum Namen. Name ist Identität. Darum habe ich das gewählt, oder? Darum habe ich das Bildchen, das schöne Namenstäfeli, habe ich gewählt, dass ihr immer wisst, wer ich bin, dass ihr meine Identität seht. Ich habe das Privileg, dass ich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten darf. Oder mein Job hat eigentlich fast nur mit Menschen zu tun. Logo hockt man ein bisschen am Computer, aber ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Sehr viele Gespräche mit Menschen, sehr viele Sitzungen mit Menschen. Und das ist spannend, dass mir nämlich in letzter Zeit etwas aufgefallen, nämlich vor allem auch in meinem eigenen Leben. Und ich meine, es kommt dann vor allem vielleicht auch in Konflikt führen. Oder Konflikt ist gerade so ein negatives Wort. Oder einfach, wenn es mal nicht ganz so läuft, wie man will, oder? Dann merkt man auf einmal, dass man irgendwie reagiert oder man probiert sich zu erklären und der andere versteht das überhaupt nicht. Und du denkst jetzt in diesem Konflikt, ich habe doch einfach normal reagiert. Und dann gibt es vielleicht eine Aussprache und dann merkst du, hey, wie ich reagiert habe, ist so geprägt von meiner Biografie, von meiner Geschichte. Ich hatte letztens so ein Gespräch gehabt. Es war jetzt nicht ein mega Streitgespräch, wir einfach noch etwas miteinander müssen anschauen, weil wir nicht ganz einverstanden waren. Und dann haben wir einander unsere Sicht gesagt und ich habe genickt, wo die andere Person geredet hat und die andere Person hat genickt, wo ich geredet habe. Und wir haben gemerkt, wir haben beide so reagiert oder wir haben es beide anders gesehen, weil wir geprägt sind von irgendwelchen Events in der Vergangenheit. Meine Worte ist geprägt von meinem Erleben. Es gibt ja 3 Worte, oder? Es gibt meine Worte, es gibt deine Worte und dann gibt es die absolute Worte. Das ist schon mal aufgefallen. Ein Konflikt ist immer noch gäbig, wenn man das so ein bisschen begreift, oder? Und meine Worte ist immer geprägt von meiner Geschichte. Das kann man nicht davon losleben. Wir erleben Situationen, Ereignisse, Umstände und sie prägen uns. Und sie werden zu unserer Identität. Eben die guten Sachen, aber auch die Sachen, die eben nicht so gut sind. Ich habe ein paar Beispiele. Vielleicht ist mein Vertrauen immer und immer wieder missbraucht worden. Und entweder sage ich es mir, ich bin halt ein misstrauischer Mensch, oder? Ich habe das gelernt, so zu machen. Ich habe Sachen schlecht erlebt. Ich bin schlecht behandelt worden.
Und ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht mehr an alles, was ihr sagt. Ob alles wahr ist. Und ich werde vielleicht ein bisschen pessimistisch. Vielleicht hast du versagt, vielleicht hast du eine Prüfung verhauen. Vielleicht ist deine Firma Konkurs gegangen. Und du fühlst dich als Versager. Oder ich fühle mich als Versager. Das waren Beziehungen in meinem Leben, die nicht funktioniert haben. Vielleicht ist eine Ehe in Brüche gegangen. Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen. Und du glaubst nicht mehr so an verbindliche, gute Beziehungen. Und du gibst dir so das Label beziehungsunfähig. Vielleicht schaust du deine Kinder an und denkst, Scheibe, da habe ich verbockt. Vielleicht sagen dir sogar deine Kinder, hey, du bist so ein schlechter Papi, du bist so eine schlechte Mami. Vielleicht hast du etwas verbockt, einen Fehler gemacht. Vielleicht sogar eine Straftat und du fühlst dich einfach schuldig. Und das Letzte, es gibt noch ganz mehr, das ist nicht abschliessend, oder? Vielleicht passst du nicht in das Schönheitsideal von dieser Zeit, wo du drin lebst. Und du redest dir selber ein, dass du hässlich bist. Vielleicht haben es dir die Leute gesagt. Eine Brüllenschlange. Wir haben es einmal Giraffe gesagt, weil ich schon immer ein bisschen gross war. All die Sachen, die wir erleben, die Erlebnisse, es können sehr subtil sein, es können bewusst sein, es können unbewusste Erlebnisse sein. Die prägen uns. Es ist etwas, das auf unseren Namen, auf unsere Identität draufgeklebt wird. Und es verdeckt das, was wir eigentlich sind. Es verdeckt das, was eigentlich Gott uns geschaffen hat. Unsere Vergangenheit fängt unsere Identität an zu bestimmen. Und wenn wir nicht aufpassen, drückt das durch, dass das andere sehen. Ich habe mir doch ein Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, dass ich da auch ein sehr gutes Vorbild hatte in meinem Leben. Und zwar meine Großmutter. Ich weiss noch, wenn ich anfangs 20 meine Großmutter regelmäßig besuchen. Sehr eine einfache Frau. Nicht ein sehr herausforderndes Leben. Aber sie war die zufriedenste Person noch heute, die ich kennt habe. Und ich habe sie dort mal gefragt und gesagt, hey Großmama, wieso bist du so zufrieden mit allem, was du erlebt hast? Und dann hat sie mir gesagt, Matthias, Zufriedenheit ist eine Entscheidung und kein Zustand. Ich bin mir dort nicht bewusst gewesen, was der einfache Satz, wie sich der bei mir eingeprägt hat, wie der immer wieder raufkommt. Und ich habe ihr gesagt, hey Großmama, hey, ich will das so sein wie du, wenn ich so alt bin. Und dann hat sie noch mal etwas gesagt. Dann hat sie gesagt, Matthias, wenn du das willst, musst du jetzt anfangen. Sie hat begriffen, dass ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft nicht bestimmen. Wieso hat sie das können? Sie hat gewusst, wer sie ist. Sie hat auch gewusst, wer sie nicht ist. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Aber sie hat vor allem gewusst, auch wenn sie da ein bisschen das kürzere Hölzchen gezogen hat auf dieser Erde, ist ein Gott, der das Elend gut meint mit dir. Sie hat gesagt, schau, was mich durch alle schwierigen Zeiten durchgetragen hat, ist das Wissen, dass ich irgendwann ein ewiges Leben habe mit meinem Schöpfer. Sie war versöhnt mit ihrem Gott, mit dem, wo sie war. Sie hat gewusst, wer sie ist in diesem Gott, nicht alleine. Ich sehe aber als Gegenteil Menschen, die dir 10-mal das Gleiche erzählen. Oder jedes Mal, wenn du es siehst, kommt dir das Gleiche rauf. Sie sind verbittert. Ja, 1965 hat der und der mir das gemacht. Und dort ist das und das geschehen. Das können ja Sachen sein, wo sie völlig ungerecht behandelt worden sind. Es könnte vielleicht etwas sein, wie ich gesagt habe, was sie selber gemacht hat. Da müssen wir uns doch fragen, was machen wir mit unseren Prägungen in unserem Leben, mit den Events, die geschehen sind. Hey, wenn wir in die Bibel hineinschauen, sind wir in sehr guter Gesellschaft. Man sieht durch die ganze Bibel durch, wie Menschen prägt sind von dem, was sie erlebt haben. Ich möchte ein Beispiel herausnehmen, und zwar ist es im Buch Ruth. Es ist die Schwiegermutter von der Ruth, Nomi. Nomi ist mit ihrem Mann während der Hungersnot in ein anderes Land gezogen, auf Moab, weil sie gehofft haben, dass es besser ist.
Und dort passiert etwas mega Schlimmes. Ihr Mann und ihre 2 Söhne sterben. Und die 2 Söhne sind gestorben, bevor dass sie selber wieder Kinder hatten. Sie sind zwar verheiratet gewesen, aber sie haben kein Kind gehabt. Jetzt steht Nomi mit ihren 2 Schwiegertöchtern da, ganz alleine. Und jetzt für uns, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können, im 21. Jahrhundert heisst es, da ist kein AV, da ist keine Pensionskasse und da ist keine dritte Säule mehr. Und sie sagt, ich muss zurück. Sie sagt der Schwiegertöchter, hey, bleibt da, ich gehe zurück. Und sie sagt, ich will einen anderen Namen haben. Nomi heisst eindeutig die Fröhliche. Sie sagt nämlich, wir lesen das im Buch Ruth, Kapitel 1, Vers 20, nennt mich nicht länger Nomi, die Fröhliche, erwidert sie, nennt mich Mara, die Bittere. Erwidert es, denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier vorzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt er mich also noch Nomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Nomi hat schlicht und weg nicht mehr glauben, dass noch etwas Gutes kommt in diesem Leben. Sie hat das Gefühl gehabt, Gott hat mich vergessen. Gott hat mir das zugeführt. Und sie sagt, ich will einen anderen Namen haben. Nennt mich Bittere. Ich will das nicht jedes Mal hören, oder? Tausende Mal habe ich gehört, Matthias jetzt, ich habe natürlich nicht immer gedacht, Geschenk Gottes, aber sie hat gesagt, ich will nicht mehr daran erinnert werden, an die Fröhliche. Nenne mich Bittere. Das bin ich. Ihr könnt das selber nachschauen. 2. Generation, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Kain und Abel. Aus der Biografie heraus gibt es einen Brudermord. Und. Kleine und grosse Geschichten. Du findest es überall. Wir sind also in guter Gesellschaft. Wo hast du solche Erfahrungen gemacht, die dich prägen? Nicht zum Guten, zum Schlechteren. Ist das alles meine Identität, was ich erlebt habe? Macht mich das aus? Darf mich das ausmachen? Und wir können sagen, ganz klar nein. Wir sehen nämlich, was Gottes Absicht war. Gottes Absicht war, dass er ein Paradies geschaffen hat, dass er den Mann und die Frau nach seinem Abbild geschaffen hat und ins Paradies gestellt hat. Mit einer intakten Identität. Und er hat gesagt, ihr sollt eine Beziehung miteinander haben und ihr sollt eine Beziehung mit mir haben. Und nachher ist etwas kaputt gegangen. Aber von dem Moment, wo etwas kaputt gegangen ist, wo die Identität kaputt gegangen ist, hat Jesus angefangen, darauf hinzuarbeiten, um dagegen zu wirken, um uns wieder die Identität zu geben. Und wir sehen das im Leben von Jesus so prägnant. Eine Aussage, die er macht, wo einer von meinen Lieblingsversen ist, wo Jesus so beide Seiten beschreibt. Er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jetzt kommt es aber, oder? Aber. Ein gutes Aber. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ein Leben im Überfluss ist nur möglich, wenn du eine gute Identität hast. Das ist nicht das Bankkonto, das ist nicht das Häuschen, das ist nicht die Frau, das ist nicht der Hund, sondern es ist, wenn du weißt, wer du bist. Wir sehen am Schluss der Bibel, im letzten Kapitel, in der Offenbarung, so einen Blick in den Himmel hinein, wo er den Urzustand wieder ein um alle Mal Jesus wieder herstellen. Wir sehen also von Anfang an bis am Schluss und in der Mitte mit Jesus einen roten Faden durch die Bibel durchziehen. Wir sehen bei Jesus, dass er will, dass du eine Identität hast. Ich will so auf 3 Unterpunkte eingehen, was vielleicht bei euch so eine Kategorie könnte sein und wie die Bibel darauf reagiert. Das erste ist unser eigenes Versagen. Die Bibel nennt das Sünde. Ich glaube, wir alle haben etwas im Kopf oder wenn wir kurz darüber nachdenken, kommt uns etwas in den Sinn, wo wir in der Vergangenheit einen Müll gebaut haben, wo wir selber die Schuld sind, wo wir etwas verbockt haben und es hat eine Konsequenz gehabt. Es ist so ein Kleber, den wir da angeklebt haben. Doch unsere Identität ist nicht die von einem Versager, ist nicht die einfach von einem Sünder, sondern unsere Identität ist von einer geliebten Tochter, von einem geliebten Sohn, von dem allmächtigen Gott. Wie gewaltig ist das?
Glaubst du das? Glaubst du, dass das Jesus für dich noch Leben in Hülle und Fülle da hat? Dass er will, dass du eine Identität hast, gegründet, gefestigt in ihm. Im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Alle Müll, die du gemacht hast, alle Seich, die ich abgelassen habe, darf ich zu Gott bringen. Mit den Konsequenzen müssen wir manchmal leben. Aber Gott vergibt es uns und er steht uns bei. Und so oft macht Gott aus dem Mist noch einen Dünger. Die Frage, die wir in diesem Punkt uns stellen müssen, vielleicht ist es fast ein bisschen plakativ, aber es ist so tief. Die Frage, die wir uns stellen müssen, kann ich die Vergebung annehmen? Wenn mir Gott vergeben hat, dass ich schuldig bin, kann ich das wegnehmen? Kann ich das bei Gott anlegen? Kann ich ihn um Vergebung bitten und sagen, ich will das nicht mehr? Kann ich das dort deponieren? Eine zweite Frage in diesem Punkt, wo mir die Woche noch mal so bewusst geworden ist vielleicht auch die Frage, wie gehe ich durchs Leben durch? Und wo toleriere ich eben so auch so Zustände? Das sieht ja niemand. Ich bin immer alleine. Tut dir niemandem weh? Mich jetzt noch mal gestrählt diese Woche bei der Vorbereitung. Bin ich mir bewusst, dass durch so Sachen ich meine Identität kann festigen kann, dass ich mir so Sachen wieder vom Boden auflese und nochmal da kleben kann. Also mein eigenes Versagen, das darf mich nicht definieren, weil Jesus hat gesagt, ich vergebe dir. Ich darf es wegnehmen. Die zweite Kategorie ist so negative Grundüberzeugungen. Wo habe ich Aussagen über mich selber gemacht, geredet oder gedacht, immer und immer wieder, bis es zu einer Identität von mir geworden ist. Vielleicht haben es auch andere über dir ausgesprochen, sind es immer und immer wieder gesagt. Und es brennt sich ein bei dir und es wird zu deiner Identität. Im Umfeld, wo ich aufgewachsen bin als Teenie, bin ich eigentlich der Einzige weit und breit, der in die Realschule gegangen ist, Sek B heute. Und das hat etwas mit mir gemacht. Es hat mir niemand gesagt, du bist nicht so schlau. Ich hatte eine sehr intelligente Schwester. Ich musste büffeln und machen tun. Ich hatte eine Legasthenie, ich hatte eine Konzentrationsstörung und sie ist einfach so durchspaziert. Oder? Dann ist es um die Lehre gegangen. Alles mein Umfeld ist entweder studieren, also ins Gymi, oder sind Lehren gemacht mit BMS. Und was darum gegangen ist, was lehre ich, hat man mir gesagt, ich hätte gerne Schreiner gelernt, hat es geheißen, lern gescheiter nicht Schreiner. Weißt du, das ist so einer der anspruchsvolleren handwerklichen Jobs. So Forstwart oder so, das wäre etwas, oder? Die Aussagen sind gut gemeint gewesen. Die ist niemand böse gemeint. Aber was sie mir ausgelöst hat, dass ich mir immer wieder gesagt habe und vor allem gedacht habe, ich bin halt ein dummer Handwerker. Und das hat mich geprägt. Bis an den Moment dann, wo ich mich beruflich neu orientieren musste. Und dann war das brutal hinderlich gewesen. Und ich weiss noch, wie ich beim Johannes Wirth im Büro gehockt bin, weil er mich eingeladen hat, weil er gehört hat, dass ich nicht mehr als Schreiner arbeiten kann. Und er hat gesagt, du willst nicht in der GVC anfangen zu arbeiten, könntest du dir das nicht vorstellen? Und ich ihm gesagt habe, nein Johannes, ich kann das nicht, ich bin nur ein dummer Handwerker. Und Johannes hat mir den Kuttler gewaschen. Johannes hat gesagt, es klingt jetzt lustig, aber Johannes hat gesagt, hey, es ist gut, zum herauszufinden, wo dein Dach ist, oder? Aber kann es nicht sein, dass du Gott noch mit einschränkst? Und es hat etwas losgelöst. Und es war ein paar Mal im Studium, einmal war der Reto dabei, ich weiss nicht, ob er es noch weiss. Der Reto und meine jetzige Frau, meine damalige Freundin vor der griechischen Prüfung, habe ich auch so eine Aussage gemacht. Und sie haben mir auch gesagt, hey, ist das die Wahrheit? Und ich weiss noch, wenn ich mit der Jessie runtergeknündelt bin. Und gesagt haben, das darf mich nicht definieren. Die Legasthenie-Diagnose, das ist nicht meine Identität. Und wenn ich jetzt da stehe, ist es gut gekommen. So Festlegungen. Der Paulus schreibt im 2. Korinther einen mega krassen Vers. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen.
Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Glaube ich, dass mein Gott, dass meine Identität grösser ist als mein Gedankengebäude, dass er so etwas kaputt machen kann. Ab und zu bin ich immer noch ein kleiner Legastheniker, aber ich weiß, dass das nicht meine Identität ist. Ich weiß, dass ich etwas einmal jemandem geben darf, um zu korrigieren, aber ich weiß, dass mich das nicht ausmacht. Wenn man etwas sein will, wo man nicht geschaffen ist dafür, das ist ein anderes Thema. Also hängt das eine nicht dem anderen auf. Und wie viel Wert ein guter Handwerker ist, muss ich euch glaube ich nicht sagen. Wir hatten letzte Woche wieder einen Umbau gehabt, und dann haben wir gute und nicht so gute gehabt. Und mit denen, wo man sich herumschlagen muss, also ein guter Handwerker. Gestörte Beziehungen ist der dritte Block, den ich noch ansprechen will. Vielleicht merken wir, dass Beziehungen gestört sind. Vielleicht eben haben wir erlebt, dass Beziehungen auseinandergebrochen sind. Dass wir Mühe haben, uns auf Beziehungen einzulassen. Vielleicht ist auch die Beziehung zwischen dir und Gott hat dich nicht geclasht. Vielleicht ist die Beziehung mit dir und der Kirche hat einen Knicks bekommen. Vielleicht denkst du, dass du gar nicht mehr beziehungsfähig bist. Vielleicht ist deine Ehe gescheitert und denkst, hey, das mache ich nicht mehr. Den Fehler mache ich nicht mehr. All die dummen Witze, oder? Über die Ehen. Hey, wir haben einen Gott, der für Beziehung steht. Der ein Beziehungsgott ist, der mit dir und mit mir eine Beziehung haben will. Er hat Mann und Frau geschaffen, zum Beziehung zu haben. Er hat den Menschen geschaffen als ein Beziehungswesen. Und er will dir helfen, er will dir vergeben. Er will dir helfen, können zu vergeben und Vergebung anzunehmen. Auch das lesen wir im 2. Korinther. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wie genial. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, die Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Weil uns Jesus zuerst geliebt hat, weil uns Jesus zuerst vergeben hat, können wir andere lieben, können wir anderen vergeben, können wir Vergebung annehmen. Und vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du sagst, ich brauche die Vergebung. Oder du musst mir helfen, dass ich dieser Person vergeben kann. Gott hat uns für Beziehungen geschaffen, für funktionierende, sinnstiftende, erfüllende Beziehungen. Und so will ich euch sagen, wir sind befreit durch die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit nur vorgraben. Wir müssen die Wahrheit vorgraben und für uns in Beschlag nehmen. Oder die Wahrheit nehmen und ersetzen durch die Lügen, die wir uns eingeredet haben. Ein anderer Bibelvers heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist so eine Proklamation. Ich gehe doch ein bisschen schnell durch. Jesus will dich und mich befreien von diesen Sachen. Vom Hässlichen, vom Versagen, von nicht beziehungsfähig. Oh, jetzt ist noch ein bisschen von der Identität weg. Ja, das passiert manchmal. Das tut manchmal auch weh, oder? Und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass das passiert ist. Weil manchmal kann man das nicht mehr flicken. Und wisst ihr was Jesus sein Business ist? Und Jesus sein Business ist nämlich, dass er uns einen neuen Namen gibt. Vielleicht gibt er uns nicht einen neuen Namen, vielleicht gibt er uns den alten Namen zurück. Und er sagt, du bist der Matthias, du bist ein Geschenk Gottes. Habt ihr gewusst, dass der Josua, ist mir nicht so bewusst gewesen, dass der Josua, der ja die Israeliten nachher ins verheißene Land geführt hat, gar nicht Josua geheißen hat, sondern dass ihm Gott einen neuen Namen gegeben hat. Das heißt nämlich, diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Hoshea, dem Sohn von Nun, gab er einen neuen Namen, Josua. Hoshea heißt Rettung. Und der Mose gibt ihm einfach schnell einen neuen Namen. Und Josua heißt, der Herr ist Rettung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Josua für seine Aufgabe als Kundschafter und nachher zum den Stab von Mose übernehmen, das gebraucht hat, dass ihm tausende Mal ihm eingeredet worden ist, der Herr ist Rettung, nicht du bist es, der Herr ist Rettung. Name ist Identität. Was hast du für einen Namen? Was gibst du dir für einen Namen? Wie genial. Wir sehen es beim Jakob. Jakob heißt der Fersenhalter, der Hinterlistige. Und was gibt ihm Jesus? Er gibt ihm den Namen Israel. Gott kämpft. Vom Hinterlistigen zum Gott kämpft.
Es gibt noch jene Beispiele, die wir sehen. Vom Saulus zum Paulus, das haben wir in unserer Redewendung drin, oder? Manchmal sind es aber einfach nicht nur die Namen gewesen, sondern wir sehen Jesus, wie er der Frau am Brunnen begegnet. Sie hat die Identität als Ehebrecherin. Und er sagt, das ist nicht deine Identität. Vielleicht musst du umkehren. Vielleicht musst du dein Leben ein bisschen ändern. Aber er hat sie nicht verurteilt. Er hat ihr Wert gegeben. In einer Zeit, wo sie von niemandem Wert bekommen hat, ist Jesus angeguckt und hat ihr den Wert gegeben. Du bist nicht das Produkt von deiner Vergangenheit. Ich will dir das zusprechen. Vielleicht hockst du da und du merkst, dein Leben ist verbrochen. Ich will dir sagen, du bist nicht das Produkt von deiner Vergangenheit. Jetzt alle, die schon lange da hocken und sagen, ich kenne Jesus schon lange. Hey, unsere Identität ist formbar. Und ich glaube, heute Morgen wird der Heilige Geist uns begegnen und uns vielleicht Sachen aufzeigen, die uns gar nicht bewusst sind, die uns aber irgendwie knechten, ohne dass wir es merken. Ich habe so Sachen in meinem Leben, ganz ehrlich. Und ich brauche den Heiligen Geist, der mir hilft, einen neuen Namen zu geben. Ich will das Geschenk Gottes an euch, an die Welt sein. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Wo der Geist von Gott ist, da ist Freiheit. Ich bin sehr ein freiheitsliebender Mensch. Ich und mein Velo. Aber es ist eine andere Freiheit, die uns Gott verspricht. Der Moment, wo er uns an sein Herz nimmt, dir deinen Namen sagt, dir sagt, wie er dich sieht, wie er dich definiert. Und in das wollen wir heute Morgen hineingehen. Wir wollen den Heiligen Geist, ich sage das jetzt kollektiv, einladen, dass er so Festlegungen, so Ereignisse aus der Vergangenheit aufzeigt, aber auch abreißt und dir einen neuen Namen gibt. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht von unserem Jesus. Es ist möglich, Freiheit, Frieden, Freude, wiederhergestellte Beziehungen zu erleben. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diesem Business bist, zum Wiederherstellen. Ich danke dir, dass du in diesem Business bist, zum neue Namen zu geben oder alte Namen führen zu nehmen. Und Heiliger Geist, ich lade dich in dieser Zeit, die jetzt kommt, dass du uns begegnest. Dass du dort aufdeckst, wo Sachen in unserem Leben sind. Dass wir die Sachen ablecken können. Dass wir durch neue Worte, Identitätsworte von dir ersetzen können. Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich. Wir können es nicht allein. Wir bitten dich um Vergebung. Dort, wo wir einen Müll bauen haben, wir wollen die Vergebung annehmen. Wir wollen anderen Leuten vergeben. Heiliger Geist, komm und wirk du in dieser Zeit und zeig du Gedanken vom Vater über unser Leben. Amen.